Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Days Gone auf Pelzig. So, wir haben hier schon unser nächstes Dingens. Ich erinnere mich, spüre ein Nero Feldforschungsteam auf. Ansonsten haben wir nichts mehr an Story-Mission oder ähnliches. Dann schauen wir nochmal. Wegen dem Fertigkeitspunkt Überleben, da haben wir die noch nicht. Durchatmen, ja gut, das wäre natürlich auch nicht schlecht. Das halte ich immer noch für recht gut mit der Gegner. Das wird es mir manchmal sehr viel einfacher machen, auch Bandite ausfindig zu machen. Da bräuchte man noch Ens. Na gut, schneller befreien können ist auch nicht schlecht. Ansonsten schauen wir mal, hier haben wir ja wieder neue Dinger. Du verbrauchst keine Konzentration mehr, wenn du eine Fernkampfwaffe nachlädst. Das ist auch nicht schlecht. Nachladezeit für Fernkampfwaffen kann auch sehr gut sein. Erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Ich denke, das nehme ich. Todesschuss gemeistert. Geil. Okay, okay, Kugelstreuung reduziert und Waffepräzision verbessert. Das kann wohl nicht schade. Das ist natürlich auch geil. Mit Kopfschuss kriege ich dann wieder Gesundheit zurück. Projektildurchschlagkraft ist auch unglaublich nützlich. Das Bild sieht mal richtig übel aus mit der Horde. Und Munitionskapazität, das brauche ich auf jeden Fall. Gut, dann machen wir mal uns auf den Weg. So. Ne, mit Vertrauensstufe 1 haben wir, glaube ich, alles gekauft, was hier möglich ist. Bin mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube schon. Okay, Moment, hier müssen wir rum. Dann da hoch. Und dann schauen wir einfach mal, wo es uns jetzt wieder hinführt zur Abenddämmerung. Das könnte wieder lustig werden, wenn jetzt überall Freaks wieder auf der Straße sind. Ich höre sie schon. Ich freue mich, ob jetzt standardmäßig auch diese Brecher mit dabei sind, gegen den wir als Boss gekämpft haben. Ja, Ricky, was gibt's? Ich wollte nur sagen, tut mir leid, was mit Musa geschehen ist. Ja, ihm selbst tut's wahrscheinlich am meisten leid. Ellie wollte, dass du eins weißt. Hätte sie das Listenmesser nicht gehabt, würde es Musa jetzt bei weitem schlechter gehen. Ja, das hat's wohl einfacher gemacht, ihm den Arm abzuschneiden. Ja. Jedenfalls, wir hoffen, dass er es schafft. Er ist auch mein Freund, okay? Gut, Hey, ich wollte... hör zu, danke für deine Hilfe, Ricky. Ich muss los, dicken Ende. Ich wollte es jetzt nochmal machen, bevor ich jetzt da hingehe und wir den Dialog nochmal richtig hören, bevor jetzt irgendwie Filmsequenz oder sowas nochmal kommt. Okay, schauen wir mal. Tageszeit muss geändert werden. Das finde ich ganz gut. Hoffentlich nicht nachts, weil nachts ist immer etwas gemeiner. Like an Deacon St. John. Hörst du mich? Ja, Ricky, was ist? Iron Mike sagt, du... Jetzt werden wir doch unterbrochen. O'Brien, ich bin bei einer deiner Barken. Bei welcher? Was soll das heißen, bei welcher? Dieses Nero-Funkgerät hat doch GPS, hä? Ja, klar hat es das. Okay, du bist bei den Olali Falls. Okay, gut, halt die Augen auf. Ein Mitarbeiter wird jeden Moment da sein. O'Brien, Ende. O'Brien, oh, verdammt. O'Brien, kommen, deine Freunde sind hier. Okay, O'Brien? das Bike kann ich nicht. meine Freunde. Okay, geh zu Fuß weiter. Ja, ich weiß. Was soll ich machen? Einen Peilsender verwenden? Nein, diesmal nicht. Ich verfolge ihn bereits. Folge der Forscherin. Sie soll ein infiziertes Subjekt untersuchen. Ein Freak, der in einer Höhle markiert wurde. In einer Höhle? Du willst, dass ich bewaffneten Nero-Typen in eine Höhle folge? Bleib einfach an ihr dran. Bist du in ihrer Nähe, kann ich ihre Daten abgreifen. O'Brien, Ende. Oh, Scheiße. Verdammt, was Ja, schade, dass jetzt auch der Dialog mit Ricky flöte gegangen ist ist. hier draußen? Ich arbeite noch an den Infos für dich. Frag mich. Ich verschwende hier echt meine Zeit. So, du gehst später dahin O'Brien, hier. Ende. Was? Sagt was.
Dich möchte ich nämlich nicht hier in meiner Gegend haben. Den Kasper, den machen wir dann auch wieder weg. Sagen wir dafür, dass der woanders geht. Alles gut. Alles gut. Ich habe was gehört. Ja, du hast was gehört, also hier. Wir sind soweit. So. Dann auf mit uns dort hier. Und Lichtauslosser. Wie geht? Ja, an ihr dranbleiben. Richtig, O'Brien? Verstehst nicht. Leichter gesagt als getan. Das mit Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Was meinen Sie? Ich meine, der Virus ist, was er ist, oder? Nein, es ist ein wenig komplizierter. Jetzt. Okay. Ja, ich bin Soldat. Vor der Freakshow habe ich Biologie studiert. Also erklären Sie es. Okay. Bitte. Okay. Wir wissen es nicht genau, aber Bluttests zeigen, aktuelle Beweise legen nahe, dass sich der Virus über das Lymphsystem ausbreitet, reproduziert und Zellen in katastrophalen Maßstab angreift. Angreift. Bleib an ihr dran. Genauer gesagt, er Was zur versetzt eine Hölle Reihe macht die normalerweise da? schlafender Proto-Onkogene in einen aktiven Zustand. Krebs. Sehen Sie ihn an. Sehen Sie sich alle an. Sieht das für Sie wie Krebs aus? Vielleicht eine ganz üble. Nein. Nein, dies hier ist viel schlimmer. Was meinen Sie? Dieser Virus hat eine Mission. Die Freaks sind, wie sie sind, weil der Virus sie so haben will. Was soll das heißen? Das heißt... Mein Gott, was heißt das? Superkrebs. Sagen Sie, das war Absicht? Ich weiß es nicht. Okay, War's das Bioterrorismus. schon? Ist sie fertig? Okay, ich mache lieber einen Abflug. Jo. Tja, offensichtlich hat die Umbrella Corporation hier wieder ihr Finger im Spiel. Okay, die können sich ja ruhig verzischern, das ist mir ziemlich egal. Solange ich hier nicht erwischt werde, ist alles cool, ne? Warte mal, da ist außerdem noch ein Freaker, den ich ganz gerne, oder ein Leichnam. Schwärmeruhr. Okay, also interessant, offensichtlich ist es ein entworfener Virus. Und so eine Art Superkrebs, weil die Leute sehen ja auch entsprechend aus, ne? Dadurch, dass sie kein Haar mehr haben und so weiter und so fort. Okay, jetzt dürften wir auch wieder auf dem Podest sein, wo wir jetzt abseits von Nero sind. Müssten wir nämlich durch das ganze Nero-Gebiet, genau, und dann hier wieder bei der Felswand, wo wir uns angenähert haben. Das ist natürlich perfekt. So, dann wieder raus und... Ja gut, die paar Schrammer kann ich auch in Kauf nehmen. Okay, jetzt bin ich einmal gespannt, ob es dann nochmal von Ricky oder irgendwas noch eine weitere Mission gibt oder ob ich jetzt so in der O'Brien-Mission drin bin, dass dann noch dieses Ricky-Gespräch dann wieder eröffnet wird. Schauen wir mal. Er hat eine Mission. Ich erinnere mich. Und ich suche nach Nero. Okay, wahrscheinlich muss ich wieder auf Spike, dass wieder Gespräch gestartet wird. O'Brien, kommen. Ich habe die Daten. Ich empfange Sie gerade. Danke, Drifter. Wovon zum Teufel redet die da, O'Brien? Von diesem Virus oder was auch immer das ist und was er anrichten kann. Verdammt, ich will wissen, was da los ist, O'Brien. Was machen die hier? Was zur Hölle macht ihr da? O'Brien? Okay, ich melde mich. O'Brien, Ende. Okay, hier sind Freaks. Lieber weg hier. Okay, schauen wir mal, was sonst noch an Missionen möglicherweise jetzt für uns kommt. Und da liegt irgendjemand oder irgendwas. Das ist ein Last Freaker. Lake an Deacon St. John. Ah, der Hörst wird du mich? wiederholt. Der Dialog. Ja, Ricky, was ist? Sehr Iron gut. Mike sagt, du wärst bereit, Besorgungen für das Camp zu machen, Genau. aber nicht für Schizo zu arbeiten. Ja, sowas in der Art. Tja, das kann ich verstehen. Okay, dann bist du also mein Mann. Also, komm zur Werkstatt. Wir haben einen Job für dich. Okay. Ja, okay. Deacon Ende. Gut, aller. Dann genau folgen wir gerade dem Weg. Dem Weg, habe ich gesagt. Gewitter, dunner Keitel nach dem Moll. So, ich brauche es nämlich auf der Minicard. Kehre zu Iron Mike's Camp zurück. Ich habe nämlich die Orientierung von einem Stäh. Deswegen brauche ich unbedingt die Minimap, wo alles drauf steht. Addy, hörst du mich? Deacon St. John an Lost Lake Krankenstation. Kommen. Dick. Hey,
irgendwas neben der Spur, weißt du? Ah, Boozer ist wieder wach. Alles klar? Was gibt's denn? Wow. Hey, nichts. Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Radio Free Oregon. Super Scheiße. Kopfschuss. Dicker, Kopfschuss. meinte, du hast mir das Leben gerettet. Das Anti, sonst was besorgt. Weißt du? Boozer. War bestimmt lustig, mich festzuhalten, während sie an mir rumsägt. Nur Weißt du Kopfschüsse. noch damals, als Jack einen Truthahn zerlegt hat bei unserem letzten Treffen? Wie das Vieh über den ganzen Tisch gerutscht ist? Ja, Boozman. Das weiß ich noch. Er scheint mal aber fitter zu sein. Immer noch. Das Messer. Schlimmer als Rip. Wenn du nicht da gewesen wärst, um mich festzuhalten. Ich weiß nicht, was passiert wäre, Dick. Ich weiß es nicht. Das ist erledigt, Boozer. Das ist erledigt. Vorbei. Ah, Dick. Sorry, mir ist ein bisschen schwindelig. Ja, Eddie bringt mich um, wenn sie rausfindet, dass du aufgestanden bist. Ja, ich glaube, mein Bett ruft schon nach mir. Lass ihn rein. Lost Lake meldet sich ab. Okay, also Hör zu, Boozer. Scheiße. ich hasse es, wenn immer die babbeln und ich nichts sagen kann. Boozer scheint jetzt anscheinend wieder einigermaßen fit zu sein. Er kann offenbar wieder retten, da weiß der Teufel was, wieder aufstehen. Muss sich allerdings ausruhen und ist bei weitem nicht mehr in so einem Fieberwahn wie vorher. Insofern gar nicht mal so schlecht. So, ich möchte auf jeden Fall wieder die Schalldämpfer, die sind echt gut, die Dinger. Bitteschön. So. Das sollte gehen. Und ja, Okay. der Rest wird sich dann nochmal zeigen, was dort raus wird. Genau, Beute können wir noch ein bisschen verticken, glaube ich. Ja, ein paar Freaker-Ohren, die gehen. Wie läuft's? Dann verkaufen wir mal alles. Dann kann ich nochmal zur Sicherheit gucken, ob ich bei Das ist alles für heute. Ricky, beziehungsweise hier in der Werkstatt, nochmal was verbessern Ich kann. suche noch ein paar Sachen. Wir tanken noch und lassen noch reparieren. Ja, so gut wie neu. Und dann schauen wir mal, da haben wir alles. Hier, ach. Brauchen wir mehr Vertrauen. Hier, ach. Ja, okay, ich habe, glaube ich, für meine Vertrauensstufe soweit alles gekauft, was möglich ist. Jo. Okay, hatte ich das noch richtig im Kopf. So, dann, wir haben einen Job, den Ricky uns geben kann. Also, holen wir uns den Job. Okay. Hi ho. Hey Ricky, du hast einen Job für mich? Hey, Deke. Ja. Kennst du Shane Riley? Alle nannten ihn Red. Red Riley. Nie von ihm gehört. Lass mich raten. Rote Haare? Was? Rote Haare? Nein, es waren die Stiefel. Er trägt Schlangenlederstiefel in einem furchtbaren Rot. Ein ziemlicher Prolet. Hingucker. Ja, klingt so. Wie auch immer, er hat Besorgungen für uns gemacht, bis ihm eines Tages unsere Camppunkte nicht mehr gereicht haben und er einfach Lindsay Fuller erschoss. Wen? Lindsay war vor Blair für die Vorräte zuständig. Sekunde mal, er hat eine unbewaffnete Frau getötet? Oh, sie war bewaffnet. Sie hat noch nicht erwartet, dass er sie abknallt. Hörst du jetzt zu? Also, Red bringt sie um, klaut alle Vorräte und ist weg, bevor jemand mitkriegt, was passiert ist. War nicht zu finden. Ah, so ein Bastard. Bis jetzt. Er und seine Männer wurden bei Camp Pioneer gesichtet. Du musst nicht fragen, ich kann's nicht abwehren. Wenn jemand wehrlose Frauen tötet, ich weiß. Und ich wusste, du willst den Job. Ja, wie gesagt, ich erledige das. Was kannst du mir noch über ihn sagen? Nicht viel. Warte, er kaut Tabak. Er soll so abhängig sein, dass er Zigarettenstummel sammelt, den Tabak rauspult und ihn dann kaut. Das Nein. ist ekelhaft. Jetzt habe ich 2 Gründe, ihn zu töten. Ja, aber sei vorsichtig, Deke. Und das hier ist Krieg ausgebrochen, Storyjob. Ja, das sag sogar ich als Raucher. Also das ist wirklich eklig. Erstens mal ist Kautabak widerwärtig. Genauso widerwärtig wie Schnupftabak. Und dann ist es auch noch ultra räudig, das dann auch noch die Zigarettenstummel aufzudröseln und du den Rest Duwak raus und das zu kauen. Ach, ist das eklig. Und ja, sorry, aber wer Schlange-Lederstiefel trägt, ist für mich schon so ein klassischer Südstaaten-Redneck-Prolet. Und wer How I Met Your Mother kennt, erinnert mich so ein bisschen an The Ted mit seinen roten Cowboy-Stiefeln, ne? Aber ich muss sagen, hey, gegen die Plünderer hier bin ich gar nicht mal so schlecht vorgegangen. Ich suche noch ein Das paar war Sachen. wirklich mit Kopfschuss und allem drum und dran, das war ordentlich.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so ordentlich hier arbeite. Aber es wird offenbar. Je mehr ich spiele. Ich meine, ich habe jetzt auch wieder seit einer Woche oder was nicht gespielt. Aber, nee, sogar seit 2 Wochen eigentlich. Aber ich denke, so allmählich finde ich mich hier auch gut rein. Sollte ich auch bei der 40. Episode, die wir jetzt machen, sollte ich auch irgendwie das mittlerweile drauf haben, denke ich. Mit dem Bikefahrer habe ich immer noch nicht so wirklich drauf. Das kann ich noch nicht so wirklich. Aber das gilt generell für jedes Spiel. Ich bin immer, wenn es um Fahrzeuge geht in Spiele, bin ich hundsmiserabel. Das kann ich einfach nicht. So, na dann. Schauen wir mal. Bei Schnee, Wind und Wetter. Verdammt, Bär. Was, Bär? Großer Gott, nein! Ups, ich habe die Ausfahrt verpasst. Man sieht auch ziemlich wendig dort durch, muss ich sagen, durch den Schnee. Naja. Großartige Voraussetzungen mal wieder für mich. Hui! Autsch. Aber ja, ich will nicht unbedingt, dass ein Bär mir hinterher geht. Ui! Und ein paar Freaks auch noch. Und ich glaube, ich muss irgendwie den konzentrierten Schuss etwas besser aufpimpen durch weitere Fertigkeiten. Weil dieser Konzentrationsmodus ist schon sackennützlich. Da gibt's nichts. Hat mir jetzt auch geholfen, ein paar Kopfschüsse bei den Banditen vor Lost Lake auszudelen. Und ich glaube, wir sind allmählich tatsächlich hier dicke im Winter drin. Das ist in einer Postapokalypse natürlich die Zeit, wo wirklich nochmal ausgesiebt wird, wer überlebt und wer Ricky, nicht. ich bin bei Camp Pioneer und hier ist ein verdammter Krieg ausgebrochen. Okay. Was ist da los? Hopphändler. Sind auch Leute von uns da? Nein, Und ich glaub Kopfschuss. nicht. Klingt, als ob sie Freaks abknallen. Keine Sorge, ich finde den Kerl schon. Liegen Ende. Okay. Gut, dann sollen die ruhig gegen die Freaks. Sollen die ruhig gegen die Freaks kämpfen. Ja, sie töten Krabbler. Okay, ja, Zigarettenstummel. Ach, das ist der Typ. Seine... Na, die Stiefel sieht man jetzt nicht, ob die rot sind oder nicht. Okay. Aber du warst mal schon mal hier. So, da hinten sehe ich schon, gehen die Leute ab. Sollen die jetzt erstmal gegen die Freaker kämpfen? Das ist mir relativ egal jetzt. Wir können noch immer noch aufrahmen gehen. Die sehen aus wie die Art Spuren, die schicke Cowboy-Stiefel ablassen. Oh, da ist wieder einer. Da ist er! Tschüss. So. Erstmal den Typ nochmal ausräumen. Desinfektionsmittel. Krabbler. Oh, die sind auch hier involviert. Dann hat sich ein Glühstrumpf. Oh, da ist ein Rani. Tschüsseli. Mir ist es lieber, wenn ich gründlich aufrahmen kann. So. Halte mir eine Gaul an. Hier muss irgendwo noch was sein. Die hat nur noch Desinfektionsmittel, aber davor habe ich schon mehr als genug. Aber da ist nochmal so ein Kasper. Achtung. Und... Tschüsseli. Ich muss nachladen. Gut. Das ist offenbar dann hier, ne? Ja, hier vibriert es auch ordentlich am Controller. Das ist Tabaksaft. Das ist Tabaksaft. Ekelhafter Typ. Ja, das scheint man ein ziemlich ekliger Typ zu sein. Ich habe das bisher einmal gemacht. Kautabak. Das ist so ekelhaft. Uah. Nee, da bleibe ich lieber bei normalem Tabak bzw. Pfeife-Tabak. Moment. Ah, nee, das war der Typ. Okay. Der mir hier als Vision rumsteht, als Spure. Lesung. Krabbelt noch was? Halt um die Gaula. Die sind sowieso mit einem Schuss. Ey, normalerweise sind die mit einem Schuss alle. Die werden offenbar auch stärker. Ja, da hinten ist noch einer rumgekrabbelt. Ich hab's gesehen. So, halt mal eine Gaula. Da ist was, ja. Hier vibriert es auch immer etwas stärker. Und... Was kommt? Holzkiste. Hier. Ich höre den Krabbler auch schnaufe. Ist da drin? Wo zur Hölle ist dieser widerliche Krabbler? Ich will ihn ziemlich schnell ausschalten, wenn möglich. Stiefelabdrücke.
Ich bin kein großer Fan davon, von den Mistviecher dann im Hinterhalt angegriffen zu werden. Okay. Mensch, hier fährt einer durch. Ja, hier. Lassen wir jetzt einfach mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt welche, die zu der Gruppe sind. Oder zu der Gruppe gehören. Ups. Die gehören anscheinend dazu. Und... Joink. Oh, der hat einen Helm getragen. Gut, einer weg. Und da steht noch so ein Kasperkopf rum. Ja, ich hab dich erwischt. Gut. Gut. Das Desinfektionsmittel ist ja auch voll. Schauen wir mal, ob hier noch Schrott drin ist, den wir gebrauchen können. Ja, wäre, aber ich habe genug Schrott, wie es aussieht. Gut, Lappeninventar ist auch voll. Wer kennt's nicht? Das gute Lappeninventar. Wenn es jetzt einfach irgendwelche Drifter gewesen, alle Haupt, die können vorbeifahren, aber anscheinend können die hier zu dieser Bande, Gang, was auch immer. Okay, die Bierflasche holen wir uns. Wir kommen anscheinend die nächste schon. Ja. Parken die auch hier? Nee. Warte mal. Ja, die suchen jetzt mich auch noch. Da ist noch jemand. Sturmgewehrmunition. Molotow ist leider voll. Ih! Verpiss dich! Kotze Kreatur! Wäh! Also Entschuldigung, aber Krabbler finde ich echt unglaublich widerlich. So, was ist das jetzt? Oh, gut. Urin. Scheiße. Ja, wenn man muss, dann muss man. Hat auf die Leiche gepisst? Alter. Also Krabbler, das sieht aber ziemlich widerlich aus. Also ich muss auch sagen, Krabbler finde ich nicht nur unglaublich eklig, sondern es liegt auch mit daran, dass ich die saumäßig creepy finde, weil es einfach infizierte Kinder sind. Das macht das Ganze noch tausendmal gruseliger. Halte mal, du Gaul, joink, joink. Eigentlich will ich den Typ jetzt noch erledigen. Scheiße, das war daneben geschossen. Dann habe ich. Okay. Gut, die Krabbler sind offensichtlich. Moment. Jetzt bringt der Schalldämpfer auch nichts mehr. Jetzt habe ich Idiot auch versemmelt, dass ich eigentlich Schalldämpfer habe. Ups. Ich hatte es in der Tat erwischt. Da gehen wir auch ziemlich kaltblütig und rational vor. Okay. Gut, uns führt der Weg wieder sowieso hier. Jetzt schauen wir mal, dass wir das noch hier kriegen. Ich würde mich aber auch ganz gern bei der Gelegenheit in der Häuser umgucken, um ehrlich zu sein. Okay, ist zu. Aber wir können über Fenster einsteigen. Das macht eigentlich das Abschließen, führt das Abschließen im Prinzip auch ad absurdum. Aber alle hopp. Wenn sie sich halt sicherer fühlen, machen wir halt von innen auf. Jupp, jetzt ist das sowieso egal. Warte mal. Ah! Du ist ein Mann, du Knetkopf. Oh. Schön, dass die alle so aufgereiht zu mir hier rennen. Das begrüße ich. Ich meine, die reihen sich hier wirklich richtig geradezu vor mir auf. Wenn die so dumm sein wollen, bitteschön. Dann können wir bei der Gelegenheit noch der Rest von eine Idiote ausräuchern. Wenn die sich so bereitwillig opfern. Ich meine, in der Postapokalypse hat jeder irgendwann einmal Pech und reagiert dumm. Aber dieses sich wirklich vor mir aufreihen, das ist ja schon fahrlässig. Naja. Aber es laufen anscheinend immer noch genug von den Raider hier rum. Wenn ich so A guck und A höher. Naja. Komm, wir gehen mal an nochmal rein. Eventuell haben wir ja nochmal so Glück, dass ich ein paar von den Kasper durch A rein. Ja, hier können wir nochmal aufschließen. Können wir auch jederzeit ganz normal über die Dere rein. Das finde ich gut. Gut, Licht vielleicht ein bisschen Dämpfer. Ah, das war die Hütte, wo ich die ganzen Leute abgemurkst habe. Na gut. Moment, waren das menschliche Geräusche oder waren das Krabblergeräusche?
Ich meine, klar, der Krabbler baut als Freaker natürlich auch auf Mensch auf, aber naja. Ihr wisst, was ich meine. Wenn ich menschlich sag. Red Riley. So ein dummer Hund. Na gut, ich würde aber sagen, ihr liebe Leute, die 25 Minuten haben wir erreicht. Ich bin hier wieder einigermaßen in Deckung. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Days Gone auf Pelzig. Und dann scheint immer hier noch irgendeiner, der uns verfolgt und unsere Spur verloren hat. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Wird definitiv wieder spannend. Ayan. Yankee.